Kingdom Hearts Reverse Rebirth von Chain of Memories. Ja, Freunde, Servus, willkommen zurück, grüß miteinander, wie auch immer, um alle drei deutschsprachigen Länder anzusprechen, nicht wahr? So, wie geht's jetzt, beziehungsweise was mache ich jetzt hier genau? Reverse Rebirth, warum, wieso? Ja, es hat damit zu tun, dass das, was wir jetzt hier sehen und erleben werden, es geht nicht um die Story von Fake Riku, wie ich ursprünglich mal dachte, sondern der echte Riku. Ja, wir spielen jetzt in der Rolle des echten Rikus und da haben wir natürlich gedacht, so von wegen, jetzt hast du 30 Parts von Sora gehabt, okay, jetzt nochmal 30 Parts mit Riku bei den vermutlich gleichen Welten, gegen die vielleicht gleichen Gegner und so, das ist doch irgendwie ein bisschen doof, wa? Und deswegen werden wir es hier ein bisschen anders machen. Wie genau, das sehen wir gleich. Erst einmal, ja, natürlich dafür sorgen, dass wir hier keinen Copyright Strike kriegen. In dem Intro, nee, wir legen einfach nochmal ganz fast normal los. Und zwar eben mit Reverse Rebirth. Wir spielen als Riku, als der echte Riku. Denn wir wollen ja auch noch erfahren, wie konnte es überhaupt sein, dass Vexen damals in der Lage war, Fake Riku zu erschaffen. Das heißt, es musste irgendwie in den Daten Material von Riku gelangt sein. Schwierigkeitsgrad wählen, natürlich Anfänger, wie können es anders sein? Animationsfunktion, yes, yes, yes. Und damit beginnt Rebirth. Where am I? Stay asleep. Who's there? You should remain asleep. Here, between light and dark. Between what? The king! Where's the king? Together we close the door to darkness. After that? You came drifting here by yourself. You did not have the strength to overcome the darkness. Or maybe you were close to it. As if I'm some kind of demon. Turn from the light. Shut your eyes. Here, blanketed by the darkness, sleep is safety. Sleep is eternal. But What's this? it is a door to the truth. Take it and your sleep ends as you take the first step toward the truth. But know this, the truth will bring you pain. Will you still go? There is no return to the security of sleep. This seemed like a boring place to take a nap anyway. That was very well said, Riku. A door to the truth, huh? Kommt einem irgendwie bekannt vor, wa? Holobastion. Die Karte erhalten. Das ist schön ist und nicht diesen anderen. Alter, Riku, wenn ich Karte, das wird richtig am Spaß. So, warte mal ganz kurz, Leute. Ich muss hier mal Sound Settings. Ja, ich habe da ein bisschen was umgestellt und mir dachte, das ist irgendwie nicht so geil gewesen, was in der Vergangenheit abging. Also ich habe nicht viel erlebt, weil ich es ja korrigiert habe, für den, wenn ich es auf YouTube hochgeladen habe, beim Rendern, wie man so schön sagt. Aber ja, darüber hat so viel, die man schnippeln muss und so.
Und ändern muss ich nicht ganz so geil, ne? Da muss ich noch ein bisschen mehr machen, egal. Also, speichern. Ist sicher nicht ganz so schlecht, ja? Jetzt haben wir hier natürlich, okay, da haben wir schon mal eine Karte, sehr schön, machen wir ab Punkt 20, da gehe ich von hinten nach vorne, wäre gerade eine Option, war, weil das Spiel heißt Rebirth Reverse. Also eigentlich genau umgekehrt. Machen wir so, ich fange von hinten an. Riku's Path, der Dunkelheit des Lichts. Ist irgendwie so, wa? Was immer bedeuten soll, kein Plan. So, stellen wir mal ein bisschen zurück. Okay, jetzt müsste es aber eigentlich passen. Also, worum geht's genau? Beim Let's Play hier, ich habe mir gesagt, wisst ihr was? Ich zocke das Let's Play eigentlich ganz normal, zumindest für mich selbst, so ganz normal. Ich schneide es aber. Was heißt genau? Schneiden, das heißt, wir haben alle Zwischensequenzen und alle Kämpfe, die einzigartig sind bei der Riku-Story. Das heißt halt Endbosse, so glaube ich alle bei Riku, anders als bei Soras Pfad. Und so, das heißt, die Dinge werde ich alles zeigen, alles andere, wie eben dann nochmal durch die ganze Welt durchzugehen, weil das kennen wir bereits, alles ist das nichts Neues, das werde ich einfach rausschnippeln. Damit wir da nicht nochmal irgendwie 30 Parts haben von Rikus Pfad, weil wäre schon ein bisschen heavy. Also natürlich, ich merke plötzlich, hey, aber wenn ich Riku ganz normal zocke, ich habe trotzdem irgendwie... Schwebt Riku hier auf den Treppen, ernsthaft? Tatsächlich, hier schwebt ein bisschen. Nicht schlecht. Aber wenn ich merke, irgendwie von wegen, ja, es sind 10 Parts jetzt, auch ohne Schnippeln, dann lasse ich die 10 Parts einfach so drin. Naja. Einfach mal so wie dazu. Schon mal ein bisschen vorgewarnt seid. So, wir haben nur eine Karte. Das Holobastion bei ihm erscheint es irgendwie logisch. Die Frage ist, wenn wir auf Ansem treffen, wäre aus Sicht von Riku irgendwie logisch, oder werden wir auf Maleficent, macht zum Teil auch Sinn, treffen? Ich bin gespannt. Das ist die Holobastion. Was du siehst, ist nicht real. Eine Welt deiner Erinnerungen. Meine Erinnerungen? Deine Erinnerungen an Maleficent Schloss sind zu einer Karte geworden, die diese Welt erschaffen hat. All das hast du schon mal gesehen, oder? Hat sogar auch schon. Ja. Und jetzt? Soll ich etwas lernen, solange ich hier bin? Vielleicht sogar jemanden begegnen, den ich kenne? Du würdest den Menschen aus den Erinnerungen begegnen. Normalerweise. Normalerweise? Aber hier ist nichts normal in diesem Spiel. Habe ich auch schon gemerkt. Hey, hat dich was gefragt? Na schön. Hoffentlich begegne ich als nächstes dir, Stimme. Die Frage, welche Stimme ist es? Wechseln? Ist es Malusches? Und immer komplett anderes. Schlüssel des Anfangs. Jo, es geht wieder los. Ein weiterer Grund, wieso ich mir dachte, von wegen, die ganzen Kämpfe und so mache ich offscreen, sprich zeige ich euch nicht, aus dem Grund und nehme ich einfach nicht auf. Weil das Deck angeblich, was wir hier haben mit Riku, kann ich nicht wechseln. Das heißt, ja, für Riku kann kein individuelles Set zusammengestellt werden. Er muss in einem vorgefertigten Set kämpfen. Das Schloss, genau, also kann eigentlich nichts machen, kann einfach ein bisschen durchlatschen und hoffen, dass er trotzdem irgendwie gewinne. Dass er noch dieses scheiß Schwert hat. Natürlich muss er trotzdem irgendwie trainieren, weil ich bezweifle, dass er einfach durchwaschen kann und mit dem aktuellen Werte, mit dem aktuellen Schwerten, so sag ich jetzt mal, da irgendwie große Chance hätte. Schwert sag ich, mit aktuellen Karten. Natürlich auch an aktuellen Lebenspunkten und so. Ja, so wie dazu. Der erste Part ist noch ein bisschen anders. Das stimmt so. Oh, schon ein Stufenanstieg. Weil dachte mir so, komm, zum ersten Mal, im ersten Part kann ich mal ganz normal zocken. Ja, und ich nicht so genau weiß, wie schnell wir hier vorwärts kommen. Was mir dafür gefällt in Riku, ist, dass er relativ schnell die Karten regenerieren kann. Eine Nullerkarte, ernsthaft? Sinistrabonus erhöht Rikus SP. Die hat SP, warum hat der SP?
Ist interessant. Ich habe LP, ja, Lebenspunkte, klar. AP für die Angriffskraft. Ich habe keine KP für die Kartenpunkte. Und ich habe SP, kein Plan, was SP macht. Gib ruhig mal ein bisschen mehr Power. Okay, vielleicht kommen wir doch relativ schnell durch. So ein Kackschwert, ey. Ernsthaft? Ah, nicht so, er quatscht schon wieder. Ja, erinnere mich. Zweierkarte. Willst du mich verkackeiern? Tschüss. Oh. Jetzt kommt noch so eine. Was brauche ich hier für eine Karte? 1 oder 0. Wo habe ich denn die? Verschnaufpause, okay. Wäre ein bisschen früh für eine Verschnaufpause, wa? Ich nachher auch ein bisschen gucken, eben auch wegen den Soundeinstellungen und so. Idealerweise würde ich halt gerne, kämpfen wir gegen die, würde ich halt gerne alle meine Let's Plays künftig etwa mit der gleichen Lautstärke aufnehmen. Egal jetzt, ob er von Konsole via Game Capture Card, sprich 3DS-mäßig, ob ich auf dem PC, sprich die Anno, aufnehme. Hat den Vorteil, ich muss weniger beim Rendern ändern. Zum einen. Also ist der Vorteil ist. Der andere Vorteil, das du daraus auch noch ergibt, ist bei künftigen Streams oder sprich Live-Let's Plays. Da ich halt auf Twitch immer nur eine Spur habe, die ich hochladen kann, beziehungsweise streamen kann, muss ich halt Ingame-Sound und Stimme parallel halten. Also muss immer... Jetzt kann ich Bonus Nummer 2 nicht wählen. Warum? Hä, geht das Spiel mir vor, welchen Bonus ich auswählen kann? Also mindestens mehr oder weniger. Sind ja auch ein bisschen seltsam. Genau, der heißt, ich muss dann sowieso, wenn ich auf Twitch nur eine Soundspur hochladen kann, muss ich eh gucken, dass Ingame-Sound und Stimme gut abgemischt sind. Das heißt, die Stimme nicht zu leise, der Ingame-Sound nicht zu laut und so. Und da man ja bei OBS, frage mich warum, ich verstehe es nicht. Ich kann irgendwie, szenemäßig kann ich irgendwie sagen, hey, ich habe Szenen für Let's Plays, ich habe Szenen für Streaming und so, ich kann mehrere wählen. Aber, wenn ich irgendwie sage, hey, nimm mir jetzt zum Beispiel nur eine Spur, eine Audiospur, weil ich jetzt streame, kann ich das nicht pro Szene wählen. Dann ist es global für alles. Und das ist dann natürlich nervig. So. Also ich muss zwar jetzt hier zugeben, ich level mit Rico verdammt schnell. Manchmal ein bisschen zu schnell. Warte mal, wir können mal ganz kurz mal nachgucken, wo ich überhaupt hin muss. War Raumkarten. Quatsch, Raumkarten. Karte, so. Ja, so ein bisschen her. Ja, da ist zwar was, aber ich sehe natürlich jetzt nicht, was genau es ist. Bedingungen. Nimm mal die 3, komm. Habe ich eh schon, oder? Ja, machen wir mal bodenlos. Ach, scheiße, natürlich. Stockfinster Raum ist doof, ganz ehrlich. Der ist saumäßig doof. Mann, ich kann mit der Karte nichts anfangen. Ich habe keinen Bock auf einen Raum, der einfach dunkel ist. Das ist doch scheiße. Wäre sogar das richtige Tür? Jo, wär's. Okay, dann wäre es hier mal die 6er. 0er geht ja eigentlich immer. Und wir schauen uns mal die erste Szene an. Okay, ich merke aber schon, es ist immer noch viel zu laut hier. Kacke. Exakt genauso habe ich alles in Erinnerung, sogar diesen Raum. Es muss doch schön sein in einem alten Schlafzimmer. Denk an all die Erinnerungen. Du schon wieder. Auf diese Erinnerungen verzichte ich liebend gern. Maleficent hat mir das Zimmer gegeben. Tja. Ja, das hat sie. Und du hast hier gelebt. Verführt von der Dunkelheit, die sie dir bot. Du hast dein Zuhause aufgegeben, deine Freunde, alles. Aber sie gab dir ein schönes Zimmer. Sei still, Mann, du Penner! Ich weiß selber, dass ich Fehler gemacht habe. Schlüssel der Fügung. Was? Okay, die Cutscenes hier bei Rico sind ein bisschen kürzer, wa? Aber es muss so.
Da wäre eine 1 und 0. Das ist soweit ja... Moment. Ging das so. Eigentlich soweit alles klar. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Ne, ich muss offenbar dahin. Hep. Das heißt ganz schnell zurück, Mann. Hui. Hä? Wieder hier. Ne, sieht bloß gleich aus. 3 oder 0. Kacke, Mann. Ja, nehme ich jetzt mal diese scheiß bodenlose Dunkelheit. Oh, kann ich gar nicht schweben. Eine grüne Karte. Eine Green. Eine Green Karte ist jetzt auch dunkel. Natürlich ist sie dunkel. Was? Den Dunkelheit sehe ich die Gegner nicht? Also, ja, das schon, aber ich treffe sie auch nicht. Doch, geht doch. Also, ich muss zugeben, mit Riku zockt das angenehmer, als wenn es so war. Ich überleg mal ein bisschen, ob das die Entwickler absichtlich gemacht haben. Ich weiß ja nicht, ob es im Original auch schon so war. Ich weiß, im Original gab es die Riku-Route auch schon. Ich weiß halt nicht, ob das damals auch schon so, ja, geplant war oder umgesetzt wurde von wegen, hey, jetzt hat man die Spieler schon so lange gequält mit dem Hauptmodus, dass man bei Rebirth sich sagt, hey, machen wir das ein bisschen schnell und angenehmer. Mann, die Dunkel, die gehen mir echt in den Sack, hey. Hey, das ist eine Green Card. Haha. Wortwörtlich. Kein Level Up, bin enttäuscht. So, pro Welt, die Rico betritt, ein Part. Könnte ich mir jetzt eigentlich noch gut vorstellen, oder? Hier ist auch niemand. Tja. Nichts als herzlos in diesem Schloss. Schön scheiße. Kein Sora, keine Kairi. Alles für den Arsch. Stimme! Ich weiß, du beobachtest mich, also erklär's mir. Wo sind nur all die Menschen aus meinen Erinnerungen? Sag's mir. Möchtest du sie denn sehen? Sonst würde er wohl kaum fragen. Aber du hast sie verstoßen. Was? Um die Welt außerhalb zu erreichen, trat sie durch die Tür zur Dunkelheit. Alles ließ du zurück. Freunde, zu Hause, nur um nach der Dunkelheit zu streben. Aber die habe ich auch aufgegeben. Und was hast du dafür bekommen? Eine nervige Stimme, hört man doch. Erst dein Heim, dann Dunkelheit. Dein Herz kann nur von sich weisen. Es ist leer, wie dieses Zimmer. Wie deine Erinnerungen. Daher bist du auch allein im Schloss. Dein Herz ist völlig leer, bis auf die Überreste der Dunkelheit. Alter, ey. Die Stimme sollte Psychiater werden. Du bist verrückt, ich habe mich der Dunkelheit verwehrt. Hahaha, ach wirklich? Schlüssel des Seins. Jetzt ist die Frage, war oben oder nicht oben? Aber ich sehe die scheiß Tür hier nicht. Ah doch. Hm, 1 und 0. Oh, das kommt gar nicht mal ungelegen. Open the door, please. So. Sonst geht es mir noch ganz gut, wa? Lass mich raten, ich brauche noch irgendwie Gesamtwert von 112. Aha, minus 5. Okay, das geht ja eigentlich noch. Kriege ich jetzt instant? Wäre irgendwie geil, wenn das Spiel so programmiert wäre. Also jetzt dieser Handlungsstrang. Weil wir wissen, beim Hauptspiel ja war es gar nicht so. Bam, erwischt. Hä? Okay, nichts gebracht. Er liked it. He really feeling it. Immer dann auf Schulk. Das muss ich zugeben, mit Riku spielen habe ich eigentlich gar kein Problem damit.
Vor allem habe ich mir auch sagen lassen und einen Hinweis bekommen, dass es wichtig ist, dass wir das spielen, weil es soll ja auch ein Hinweis, beziehungsweise, ja, vielleicht Hinweis, ne, 0, okay, schade, keine 5. Es soll das hier. Es soll ja auch storybedingt helfen für den Handlungsstrang bei Kingdom Hearts 2. Und Kingdom Hearts 2 ist nicht mehr so weit entfernt, Freunde. Sag mal. Das ist eigentlich noch das nächste Spiel. Da irgendwie dieses seltsame Bruchteil von Tagen. Und da das sind sowieso keine richtigen Let's Plays, weil es sind ja nur Zwischensequenzen, können da nicht spielen. Wird vermutlich relativ schnell vorbei sein und deswegen, also Kingdom Hearts 2, die 5, sehr schön, ist vermutlich jetzt ernsthaft, nicht so weit weg. So, ich würde sagen, wir machen noch ganz kurz. Wird wohl ein Endboss sein, wa? Da vorne noch speichern, falls ich drauf gehe. Ich gehe garantiert drauf. Aber dann haben wir zumindest mal einen Endboss nach hier und können den ersten Part so schön abschließen. Von Rebirth. Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Ganze auf eine Anzahl, sag ich jetzt mal, mache. Also von der Anzahl, ich meine von der Partnummerierung. Ob ich wieder ähnlich wie damals bei Kingdom Hearts Final Mix, ob ich irgendwie da mit der X-Reihe beginne. Ich kann ja von hinten anfangen, weil eben Rebirth, von wegen, okay, jetzt kommt irgendwie, das wär's mal was, wa? Ich irgendwie schreibe Part 11 und einfach rückwärts zähle. Aber ihr könnt auch mit Minus anfangen, wa? Das wäre mal was, ey. Ihr merkt, man kommt auf verrückte Ideen, wenn man ein Spiel wie Chain of Memory spielt. Nein, schlimm ist ja nicht von dem her. Es ist einfach gewöhnungsbedürftig. Riku, ich wusste, du kehrst zurück. Maleficent, du lebst? Nicht schon wieder. Du hast nicht aufgepasst. Ich bin bloß ein Produkt deiner Erinnerungen. Sie selbst weiß, dass sie gar nicht echt ist? Das ist neu. Muss ausgerechnet du mir begegnen? Ja, Ansen wäre mir jetzt nicht lieber gewesen, ganz ehrlich. Wer sonst? Dein Herz ist in Dunkelheit getaucht. So auf einen ganz geil als Gegner. Du siehst nur Menschen, die in der Dunkelheit leben. Menschen wie mich. Nein! Doch. Sei lieber dankbar, dass dir jemand Gesellschaft leistet. Dein Herz ist leer. Gäbe es nicht die Dunkelheit in deinem Herzen, wärst du jetzt ganz allein. Eine schöne Scheiße. Ja, momentan eine ziemlich verlockene Vorstellung. Ja, finde ich aber auch. Ach, eins bist du nicht von mir gewichen, um deinen Durst nach Dunkelheit zu stillen. Du möchtest mich hier haben. Wer sonst kann dir das geben, wonach du dich sehnst? Es gab eine Zeit, da wollte ich dich um mich haben. Also, da wollte ich dich um mich haben. Ich überließ mein Herz in Dunkelheit. Aber das ist vorbei. Du in der Dunkelheit hat mir nichts mehr zu bieten. Verpiss dich, Mann. Ich hatte mein Ich verloren, Leere mir einkehren lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wenn ich hier nur auf Gestalt in Dunkelheit wie dich treffe, dann werde ich euch allesamt auslöschen. Gute Worte. Dann vergiss aber nicht, dich auch mit auszulöschen. Denn du bist genau wie ich ein Wesen der Dunkelheit. Puh, meinetwegen. Ich habe mir in Dunkelheit zugewandt, weil mein Herz schwach war. Ich hasse diese Schwäche. Es ist, als wäre ich mein eigener Feind. Oh nein, ich muss nochmal gegen Riku ans Mann treten. Nein. Wenn anzusehen, wie Menschen wie du in der Dunkelheit huldigen macht, ist nur noch schlimmer. Genug geredet, Maleficent, ja, finde ich aber auch. Also hast du die Dunkelheit genug, sie zu bekämpfen? Wie verzweifelt du sein musst. Ja, bin ich wirklich. Wieso spiele ich das nochmal? Lass mich deine Pein lindern, Riku, ein für alle Mal. Durch die wundersame Macht der Dunkelheit. Das ist noch nicht zum Drachen, oder? Ah, den nehmen wir schon mal. Ja, von wegen, es sind unterschiedliche Bosskämpfe. Ja, leck mich doch, es ist immer der gleiche. Das ist vor allem der erste hier wieder. Warte mal, ich kann gar nicht fliegen. Und schweben. Wie weicht jetzt seine Attacken aus? Bei ihren. Okay, momentan aber ziemlich schwach, die Güte. Sag mal, hast du auch mal das, Alter?
Ich auch gar keine Support-Karten habe. Noch keine Mickey-Karte. Okay, also wenn die Bosse alle hier so einfach sind, dann gefällt mir dieser Abschnitt sehr, sehr gut. Also will ich es haben. Schnell durchspielen und die Story mitnehmen. Schon wieder Level Up, alter Rick. Was ist los mit dir? Und jetzt kann ich vielleicht... Maleficent-Karte, krass. Drache natürlich. Drachenrache. Kann ich jetzt vielleicht mal... Sinistra Eötricus SP. Es geht echt nicht, hey, das ist doch... Bonus Nummer 1, Bonus Nummer 2. Ich frage mich, wovon das abhängig ist. Heißt es vielleicht, dass ich irgendwie nur den Bonus auswählen kann, wenn ich genug Level-Ups habe? Nee, geht ja gar nicht. Also quasi wie Level überspringen könnte. Aber geht ja gar nicht, nee. Ich glaube, das Spiel gibt das vor. Warte, zu welchem Zeitpunkt ich AP, SP und LP regenerieren darf. LP geht immer, AP und SP nur, wenn das Spiel sagt, yo, jetzt darfst du. Gut, nach einer Folge schon Stufe 6. So kann es weitergehen. Was? Aha. Zum Sieger. Wir werden zum Sieger kommen, Freunde. Okay, dann sage ich wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen hier bei Kingdom Hearts Region of Memories Rebirth. Nächste Folge, wie gesagt, ich gucke jetzt mal. Ja, ich nehme sowieso alles ein Stück auf, ist ganz klar. Und dann je nachdem entscheide ich mich, ob ich gewisse Stellen rausschneide. Aber ich denke mir so, eine Welt pro Folge. Wenn das hinkriege, ohne zu schneiden, wäre es natürlich geil. Und sonst halt mitschneiden, aber dass wir irgendwie sagen können, okay, es gibt irgendwie, wie viele Welten waren es? 10 Stück oder so, kein Plan. Und dann auch dieser Abschnitt hier nach 10 Folgen irgendwie durch ist. Das wäre irgendwie noch ganz nett, finde ich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.